Zwei Talschicht vom 18. Jahrhundert. Mit sogenannten Brandbriefen, wo skrupellos Gauner gut situiert Bürger oppresst a gedreht, sie kriegen ihr Haber guter Brandgestach, was sie nicht geben, bezahlen. Zwei Soldaten, ein gewisser Buchholz alias Bouquet von Pallen an der Franz Stree von Leidling, die am Artillerieregiment am Dienst stungen, hatte sich auf die kriminellen Brandbriefe spezialisiert. Quees durch Land gouf oppresst. So konnten dicke Bauer vor Rot bei Feiernen 1000 Taler, viel so in der Zeit, aufgepresst. Auch der Prokureur zu Lützeburg, der Magistrat von der Stadt an der Pastor von der Nikolauskirche goufen mal so Briefe unter Druck gesetzt. Den Abt von Neumünster, Benedikt Haas, kriegt sogar ein paar Mal so Oppresserbriefe. Meist sind die paar Bayern auf einer präzisen Platz, zum Beispiel bei einer Kapelle, an der Lucht gehen. Die Bürger aber, die nicht bezahlen wollten, als sich nicht oppressen gelassen, kriegten von den zwei Banditen rücksichtslos ihr Habergut an Brand gestacht. So ist im Februar 1759 das größte Unwesen Fetschenhof, das der Münsterabtei gehört hat, komplett ausgebracht. Dasselbe Jahr, am November, als die Murfelsmühlen am Grund auf Flammen abgegangen. Kurz darauf, gut zu reden und erörtert, der Pastor sein Haus angefangen an 2 Tage spät, hat den Dach vom Giester Schloss gebrannt. Der Conseil Provincial, die ewigste Justizinstanz, kriegt die Brandbriefplo einfach nicht an den Griff, an das, weil viel oppresste Leute den Mund gehalten an bezahlt haben. 3 Jahre lang haben die zwei Banditen Sterner Land an Angst versetzt, bis sie schlussendlich den aber konnten verhaftet gehen. Weil sie Soldaten waren, konnten sie am Februar 1761 einen kurzen Prozess für ein Militärgericht gemacht, wo ihnen 32 Brandbriefe nachgewiesen wurden. Alle beide, der Bouquet alias Buchholz und der Franz Streef, wurden zum Tod verurteilt. Auf der Hinrichtungsplatz, auf der Erlerstraße beim Galgen, sind die zwei an einer großen Feier verbrannt gegangen. Trotz dieser grausamen Hinrichtung kommen Töne Novelle zu ähnlichen Brandbriefen, die recht komplett abgehalten haben, wie die Assuranzen im 1860 abkommen und die Leute sich gegen die Feier zu Antwerpen versichern konnten. Das hat dann so geklungen. Denkt ernstlich darüber nach, lasst eure Magazine, eure Fabriken, eure Häuser, eure Gebäude, eure Stallungen, Speicher und was euch sonst noch von den Immobilienvermögen lieb und teuer ist und in diese Kategorie gehört, in Antwerpen accessorieren. Bis 1900 hätten nach Versicherungsplacken über den Haus Tiere gehangen, für zu signalisieren, halt, es tut keinen Sinn, das Haus an Brand zu stierchen, mir sie versichert, er lassen es dadurch nicht oppressen.